Op bezoek bij de beste kunsthandelaren in Düsseldorf, die zich voorbereiden op de komende kunstbeurs TEFAF Maastricht. Ja, we zijn hier op de beroemde Koningsallee, dat is de winkelstraat van Düsseldorf. En hier vinden we een van de TEFAF-deelnemers, Antiquaire Gerhards. Also hier, das ist eigentlich für Sie eine neue Galerie, nicht? Ja, wir sind seit 2,5 Jahren sind wir jetzt hier oben auf der Galerie auf der Königsallee. Ja. Wir sind umgezogen von der Altstadt hierhin und können hier für schöne unsere ganzen Objekte präsentieren auf 160 Quadratmeter in 4 verschiedenen Räumen. Und die Königsallee, das ist die Straße in Düsseldorf. Ganz genau, richtig. Aber mehr modisch für Cartier. Das stimmt, ja, genau. Und so weiter. Ja, genau, richtig. Nein, unten, das könnte man sich auch nicht leisten von den Mieten her. Ja. Deswegen ist es hier oben sehr diskret, schön auf der 3. Etage. Unten gibt es ein schönes Schild. Man hat sehr gute Nachbarn. Es gibt auch noch weitere Galerien, wie Galerie Ludorf, Galerie Paffrath. Und das läuft ganz gut, da sind wir sehr zufrieden. Okay. Und Sie kommen schon so ungefähr 20 Jahre nach Maastricht, nicht? Ja, seit 1990, glaube ich, sind wir dabei. Also mein Vater und ich habe dort immer mitgeholfen damals und seit 10 Jahren mache ich das ja in Eigenregie. Und insgesamt sind es jetzt 25 Jahre. Ja, eigentlich ist es eine Jubiläum. Ne? Oh. Ja, TEFAF ist für mich immer eine Ehre, dabei zu sein und das ist für mich halt die beste Kunstmesse der Welt. Gerade ich, weil ich im Sektor mich bewege mit französischen Möbeln, mit Kunsthandwerk, also keine klassische Messe mit zeitgenössischer Kunst. Deswegen ist gerade das so wertvoll für mich dort auszustellen und mich dort sehr schön mit meinen Sachen zu präsentieren. Ja. Da gebe ich mir besonders Mühe immer oder wir. Nicht? Ja. Dann denke ich, dass da auch einige Stücke hier sind, die auch nach Maastricht kommen. Ja, richtig, da liegen Sie richtig, genau. Zum Beispiel das wunderschöne Lieder Repos, Paris um 1780, ist gestempelt von Demey, zweimal in einem wunderschönen Seidenbezug, rosa-silber-Seidenbezug. Das ist einer meiner Highlights, sowohl auch als die beiden vergoldeten Girandolen von François Raymond, auch Paris um 1780. Ja. Vergoldete Bronze und patinierte Bronze. Schön, ja. Sehr detailliert. Ja. Terrakotta ist auch einer meiner Spezialgebiete, also Skulpturen aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Sowohl Terrakotta, Marmor als auch Bronze. Und da werde ich auch einige Skulpturen von Carrier-Belleuse mitbringen, wie diese Diana, die hier oben steht auf dem Podest. Ah, sehr schön. Ja. Wunderbar. Und die Preise sind natürlich immer noch bescheiden. Ja? Sowas liegt an 25.000 €, hingegen eine Rodin-Skulptur ein Vielfaches bringt. Aber wie gesagt, er war der Lehrer von Rodin und davon habe ich auch immer einige Werke von ihm hier in der Galerie. Und die Markt für Antik, wie ist die jetzt? Es geht besser jetzt. Also es war mal etwas schwieriger, würde ich sagen, aber auch mit den Möbeln und Skulpturen, die sind immer besser sowieso mit den Skulpturen, aber mit den Möbeln auch zieht es ein bisschen wieder an. Das ist wieder ein bisschen anders, diese Zimmer. Ja, richtig. Das ist der sogenannte Skulpturenraum. Okay. Hier zeige ich, wie gesagt, will ich fast nur Skulpturen zeigen und auch Vasen aus Limoges von Camille Fauré. Ja. Die sind aus den 20er, 30er Jahren in Limoges entstanden, emaillierte Vasen auf Kupferkorpus und kleine Tierplastiken auch aus den 20er, 30er Jahren. Genau, richtig. Und welche kommen nach Maastricht?
In Maastricht werde ich zum Beispiel diese Spiralenvase zeigen von Camille Fauré, die Vase mit den Rehen drauf, die herbstliche Vase und auch diese Vase und die blaue Vase unter anderem, die werde ich zeigen. 4, 5 Vasen, genau richtig. Ja. Und wenn Sie da sind in Maastricht, das sind 2 volle Wochen, ne? Ja. Wo wohnen Sie dann? Wollen Sie richtig in die Stadt oder lieber ein bisschen draußen? Ja, ich wohne lieber ein bisschen außerhalb. Ich wohne im Kastel Hogewerd. Oh ja. Das ist an einem kleinen See unterhalb der Messe. Ja. Da kann man ein bisschen ausspannen. Morgens hat man ein bisschen Luft zum Atmen. Und doch, früher bin ich sogar immer, damals sind wir hin und her gefahren. Ja. Okay. Aber das ist zu anstrengend, zu stressig. Ich finde es auch sehr schön, abends mit den Kollegen dann mal essen zu gehen. Ja, ja. Mit Kunden oder mit Kollegen, genau, richtig. Ja. Ja. Das ist schon sehr schön. Man sagt manchmal, es ist dann eine TFAF-Familie. Ja, ganz genau. Ja. Das ist ja gerade das Schöne immer im März, dass man in diesem Monat, wo man fast immer pausenlos arbeitet, dass es wie eine Familie ist. Ja. Und dass man dort jeden Tag die Kunst ein- und ausatmet und das macht schon sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also auch wenn es anstrengend ist, aber es macht unheimlichen Spaß. Ja. Naast de Kunstverein in Düsseldorf vinden we de galerie Hans Mayer. Dat is de bekendste galerie in Düsseldorf voor hedendaagse kunst. En die bestaat al sinds 1969. Toch heeft hij nog nooit deelgenomen aan TFAF, tot nu, vanwege het nieuwe initiatief Night Fishing. Ja, Ihre Galerie ist schon sehr lange hier in Düsseldorf, seit den 60er Jahren, glaube ich. Seit genau 69, Tja, also 46 Jahre. und jetzt zum ersten Mal auf TFAF. Ja. Warum nicht früher? Weil TFAF offerierte ein wirklich interessantes Programm, wo ich habe immer wiederum überlegt, da teilzunehmen. Ja. Aber das Programm, was wirklich eine Öffnung vielleicht bedeutet, wir wissen es ja noch nicht, wir haben noch nichts gesehen, aber ich glaube, jeder von den teilnehmenden 10 oder 11 Galerien werden sich alle große Mühe geben, so gut wie möglich auszusehen. Das heißt dann Night Fishing. Ja, richtig. Was muss das dann vorstellen? Das muss eine klare Konzeption sein, wie man Skulptur heute am besten präsentiert. Ja. Und das wird den Leuten auch vielleicht die Augen noch öffnen und eine neue Inspiration geben, vielleicht nach vorne mit ihrer Sammlung zu gehen. Also so nehme ich das an, wird es passieren. Und sind dann all die Teilnehmer insgesamt in einen Stand oder wie geht das dann? Das ist ein sehr gut ausgewählter Platz innerhalb der Messe, so zwischen Restaurant und Bar, wo wir uns bewegen. Das ist für uns nicht schlecht, das ist für die Besucher nicht schlecht, weil ihr Auge auch ab und zu mal entspannen und ausruhen muss. Und ich glaube, das wird eine sehr aufregende Geschichte werden. Und nehmen Sie dann auch nur ein Stück mit oder so? Oder wie geht Nee, ich bringe 2 Sachen. 2? Ja, ja, weil die Sachen sind an sich schon so etwas von präsent und das kann man nicht durch zu viel oder, sondern das muss einfach optimal gezeigt werden. Und ich habe gesehen, dass Sie schon viele Expositionen von berühmten Künstlern hier gehabt haben. Also das berühmteste ist das Zusammentreffen von Joseph Beuys und Warhol. Ja, Andy Warhol. Zum ersten Mal Andy und Beuys haben sich getroffen und das ist historisch. In allen Büchern wird darüber gesprochen. Und es war für mich natürlich ein großes Glück. Ich war mit beiden engstens befreundet. Warhol war bestimmt 20 Mal in Düsseldorf in der Galerie. Ja, und noch nicht so berühmt. Damals noch eigentlich gar nicht berühmt. Die großen Berühmtheiten waren Lichtenstein, Jasper Jones, Warhol, haben sie alle gesagt, er ist nur am Geld interessiert. Das ist der Künstler, der am wenigsten privat Geld verbrauchte
und sein ganzes Geld, was die Foundation gemacht hat, alle in eine Stiftung ging. Also es gibt keinen Künstler, der so viel in eine Stiftung eingebracht hat als Andy Warhol. Also das kommt nach TEFAF? Das kommt nach TEFAF und dann eine Arbeit, die im Raum hängt. Ein Satellit, NAMSAT. Ja. Namjoon-Sat. Wie ist heute die Markt für Kunst und sicher für Kunst, die Sie bringen? Der Markt ist gut, aber vielleicht werden die Sammler auch abgeschreckt über die vielen Nullen, die immer damit in Verbindung gebracht. Also verstehen Sie, bei 10 oder 20 Millionen und es geht immer noch mal höher und immer noch mal, jetzt habe ich gerade wieder gelesen, 300 Millionen von Gauguin. Ja, das schreckt natürlich doch viele Leute ab. Ja, ja. Dann denken die Leute, alles wird zu teuer. Alles ist so teuer und so. Ja, ja. Also es ist nicht nur positiv. Nein, nein. Ja? Aber so im Allgemeinen ist da richtig noch... Das Geschäft ist eigentlich sehr, sehr gut. Okay. Ja? Und für mich ist deshalb auch gut, weil ich wirklich vielleicht die Galerie bin, die am meisten auf Kunstmärkten präsent ist. Ja. Und sie machen natürlich ihre Hauptgeschäfte doch auf Kunstmärkten. Ja. Ja? Und das machen ihre Händler, die bei ihnen mitmachen, sagen auch immer, die TEFAF ist die beste. Ja, okay. ja. Okay.